schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute geht es darum, um freien Schreibplatz in unserem Junk Journal. Das bedeutet natürlich nicht einfach so, da ist eine leere Seite, schreib mal etwas rein. Nein. Wir wollen das natürlich auch ganz besonders schön machen. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Und zwar von meinem anderen Junk Journal, das ich schon fertig habe. Zum Beispiel etwas in dieser Art wollen wir machen. Oder etwas in dieser Art wollen wir machen. Oder etwas in dieser Art. So sollte das aussehen. Und für das brauchen wir jede Menge irgendwelche Schreibsachen. Notizbüchli, Zettel, irgendetwas, Blöckli. Das kann ein altes Kindernotizbüchli sein, das kann irgendwie ein Titeltagebuch sein, was auch immer. Wir machen daraus freien Schreibplatz für unser Junk Journal. So, als erstes muss das hier mal ein bisschen auf die Seite. Ich habe mir da schon ein bisschen Farbe parat gemacht. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch meine Distress-Inks ein bisschen ausprobieren. Ja, also, legen wir los. Ich würde sagen, wir nehmen gerade mal so eins. Dann wollen wir eins aus dem Heftchen raus. So, dann müssen wir dann natürlich noch zuschneiden, damit es dann auch wirklich Platz hat in unserem Journal. Ich nehme einfach hier so ein ganz normales, ganz dünnes Blättchen und von dem Einkaufslisten-Blöckchen nehmen wir auch noch gerade eins. Und hier werden wir auf jeden Fall als erstes gerade mal die Schrift abschreiben, abschneiden, nicht abschreiben, schneiden, die gefällt mir nicht. Das wollen wir nicht haben. Ups. So, fort mit dem. Dann schauen wir gerade schnell von der Grösse her. Das passt wunderbar rein. Das passt auch. Also gerade ein bisschen sehr eng, aber es geht. Da müssen wir ein bisschen schneiden. Die Frage ist jetzt, wo schneiden wir? Der würde natürlich so gerade ganz reinpassen. Dann könnte man auf dieser Seite schneiden. Oder wir sagen, hey, weißt du was, wir schneiden die runden Ecken hier abschneiden. Oder eben gerade abreißen. Dann haben wir links und rechts eine gerissene Kante. Das würde vielleicht auch noch hübsch aussehen. Aber nein, ich glaube, ich mache es so. Ich schneide hier. Gut, und das letzte noch. Das passt auch wunderbar rein. Gut, wissen wir es schon. In diesem Fall schneiden wir hier, wie viel schneiden wir ab? Keine Ahnung. Etwa so viel. Die grosse Preisfrage ist jetzt, wie ist gerade und wie nicht. Das weiss der Geier. Jetzt bin ich natürlich da schon wieder abgerutscht. Schau, bravo. Also noch einmal. Ja, weiss doch auch nicht. Also, das mal. Schön konzentriert und langsam. Gut. Jetzt, was habe ich als erstes gemacht? Als erstes werden wir die Papierchen einmal ein bisschen mit dieser Farbe bearbeiten. Und zwar habe ich hier die verschiedenen Farben. Ich glaube, ich nehme das mal für das vielleicht. Rosa geht zu dem. Grün, nein, warte, das machen wir da. Und das machen wir so. Gut, fangen wir doch hier mal an mit dem ganz hellen. Ich habe sie in die Kamera, damit ich nicht muss. Möchtest du mir das bitte scharf machen?
ich das nicht aussprechen muss, das ich nicht kann. Das Bäseli tue ich gerade noch schnell ein bisschen abputzen. Oh, ein bisschen. Das reicht schon. Das sind einfach so Make-up-Bürstchen, mit denen geht das wahnsinnig gut. Aber natürlich nicht, wenn die Stempelfarbe staubtrocken ist. Dann wird es ein bisschen schwierig. So, und gerade bei dem, wo ich mir da jetzt 3 Farben rausgesucht habe, möchte ich gerne das so ein bisschen wolkig machen. Die ganz helle Farbe, weiß ich gar nicht, ob man die wirklich super gut sieht. Aber ich sehe sie auch mal, ich sehe einen Unterschied. Vielleicht, wenn ich sie ein bisschen näher habe. Mal, man sieht es, gell? So. Dann schmieren wir das mal so ein. Die gibt es auch noch in grösser. Und dann bringt man vielleicht ein bisschen eine regelmäßige Fläche her, ich weiß es nicht. Jetzt nehme ich mal die dunklere Farbe. Die haben wir auch schon irgendwo gehabt. Bei irgendeinem anderen Projekt. Ja, dieses kommt nicht so wahnsinnig zur Geltung, gibt es gerade so bei dem. Aber das macht nichts. So, oh ja, jetzt haben wir noch ganz dunkle Ecke, das ist auch egal. So. Gut, und dann, jetzt haben wir hier natürlich nicht parat gemacht. Brauchen wir da gleich noch so einen. Geht wahrscheinlich ein bisschen besser. Oder vielleicht geht es sogar mit denen noch besser. Das müssen wir jetzt gerade mal ausprobieren. Jetzt wollte ich das so ein bisschen verkrügeln. Jetzt mache ich das gerade mit dem. Ich habe fast irgendwie das Gefühl, das kommt gut. Oh ja. So, das habe ich jetzt nicht reingehabt. Oh. Jetzt habt ihr es gesehen. Dann gibt das da so hübsche Krügelflecken, oder wie man denen sagen. So, die Rändchen noch ein bisschen und die Ecken. Das gibt jetzt hier nicht so ein hochanspruchsvolles Projekt. Da braucht es, weiss Gott, nicht so viele Skills für das zu machen. Aber das ist auch mal schön, wenn man einfach ein bisschen drauf losschmieren kann, nicht viel muss studieren und nicht viel muss überlegen, sondern man kann einfach mal ein bisschen schmieren. So, das gefällt mir auch schon mal. Dann, das bleibt noch da, das da geht weg, das haben wir nicht gebraucht. Nehmen wir das als nächstes. Da habe ich die Oxide, weil ich diese Farbe gar nicht habe als Ink. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig schön wird mit dem. Weil die Oxide so ein bisschen kreide Oberfläche gibt. Dann wird das sicher auch noch recht speziell. Kann ich mir vorstellen. Doch, ich glaube, das sieht noch recht schön aus. So. Da könnte man jetzt natürlich auch mit einer Schablone noch etwas drauf. Das wird sicher auch ganz hübsch aussehen. Aber ich glaube, so mit der Schablone machen wir dann ein anderes Mal etwas. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme lieber das Schwarz auch gerade in Oxide.
Vielleicht sieht es gut aus. Mal gerade einen geeigneten Schwamm suchen. Ich glaube, das ist mein schwarzer Schwamm. Dann wird das auch wieder ein bisschen gekrügelt. Und dann... Oh ja, oh. Da hat es genug. Das ist jetzt nicht ganz so, wie ich es will, aber es macht nichts. Vielleicht bringen wir es noch her. Und sonst lassen wir es dann halt einfach sein, wenn es uns nicht gefällt. Kann man es ja noch umkehren. Die ganze Geschichte auf der Hinterseite noch probieren. Oder? Das ist nicht verloren. Irgendein komisches Zettel. So. Da noch ein bisschen drüber jetzt gerade, also so ein bisschen. Ah, da hat noch eine andere Farbe dran, das macht auch nichts. Das sieht auch noch gut aus. So. Ich glaube. Oh, das ist schon wieder zu viel. Das ist zu viel. Ja, da noch die Ränder probieren. Ja, wie sieht es jetzt aus? Wir werden es sehen, wir werden es am Schluss sehen, wie es aussieht. So. Nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber auch cool. Auch cool. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr Gel. Vielleicht können wir das sogar mit dem noch ein bisschen mehr verschmieren. Nein, das nicht, aber so ein bisschen ineinander reinbringen. Einfach. Ja, schau mal, es entwickelt sich. Manchmal kommt es total anders raus, als man sich das vorgestellt hat, aber es kann auch total cool sein. Oh, ja, das gefällt mir. Dann wären wir hier bei Grün und Braun. Einmal so heisst da. Und unser Walnut Stain, das wir kennen. Ja. Das Zettel hat jetzt blaue Linie. Da denke ich, kommt das doch sehr gut mit dem Grün. Gibt eine schöne Farbkombo und das Braun macht es nachher wieder so ein bisschen ältlich, oder wie will man dem sagen? Ein bisschen vintageig, ein bisschen antik. Ja, antik, vielleicht nicht gerade. So. Voilà. Sehr schön. Und haben wir da irgendwo braun? Oh, da ist irgendetwas. Ah, nein, warte jetzt. Da haben wir doch gemerkt, es gibt, wenn wir den nehmen, vielleicht kann ich es sogar vorführen. Da habe ich doch mal erzählt, wenn ich da an den Schwamm Walnut Stain hermache, dann wird es auf dem Papier grün. Jetzt schaut ihr das an. Aber wenn ich das direkt so drauf tue, dann ist es braun. Aber es ist ein geiles Grün. Es ist sehr ein geiles Grün. Und weißt du was? Ich mache da jetzt gerade noch ein bisschen mit dem. Wenn ich die Farbe hier schon drauf gemacht habe, kann ich die auch gerade ein bisschen verwenden. Gut, können wir nicht mit dem machen. Nehmen wir mit dem. Komm da her. So, und jetzt haben wir braun. Das ist doch schon verrückt, hä? Das ist mir wirklich noch bei keiner anderen Farbe passiert, nur beim Walnut Stain. Ich weiss nicht, ob die Make-up-Schwämme
irgendetwas dran haben, was macht, dass das so eine Reaktion gibt. Ich weiss es nicht. Kennt ihr euch da besser aus? Habt ihr das auch schon erlebt, so etwas? Könnt ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben, würde mich mega wundern, ob so etwas bei euch auch schon passiert ist, vielleicht mit anderen Farben oder so. So, da noch ein bisschen. Und jetzt noch der Rändchen. Aha. Da habe ich wieder alles auf der Unterlage. Und weißt du was? Ich habe mir extra ein Mätteli parat gemacht. Damit ich das nicht auf der Unterlage mache. Die Schmiererei. Aber ja, das liegt jetzt hinten und denkt sich wahrscheinlich so, hallo, das ist mir vergessen. Oder fies. Tja, so kann es gehen. So, das ist mir aber jetzt wirklich fast noch ein bisschen zu leuchtig, das Grün da drunter. Und darum, hey, mache ich das jetzt noch ein bisschen mit dem Grün. Mit dem Walnut Stain Kosmetikschwamm grün. Ja, Distress Ink, was sagt ihr dazu? So, mal, das gefällt mir ein bisschen besser. Voilà. Hey, das. Und jetzt noch. Jetzt sind wir auch noch bei Rosa gelandet. Bei Rosa. Und zwar das Rosa. Da habe ich gedacht, weil die Linien da drauf schon so ein bisschen so rotbraun sind, oder was ist das für eine Farbe? Man weiß es nicht so genau. So ein Bordeaux irgendwas. Würde es doch vielleicht noch gut passen. Wenn man das ein bisschen mit Rosa beschmiert. Genau, wenn es verkrügeln macht es nichts, weil wir verkrügeln sie ja nachher sowieso noch extra. Da noch ein bisschen mehr. Da noch ein bisschen mehr. Oh, voilà. Und dann habe ich mir das da noch rausgelesen. Das ist irgendein so ein Violettlicht. Krügeln wir das auch wieder irgendwie ein bisschen zusammen. So, oh, das ist aber auch sehr leuchtig. Sehr leuchtig. Ich habe fast das Gefühl, ich brauche da dann auch noch irgendetwas Brünscheligeres für drüber. Das sieht sehr hübsch aus. Aber es ist mir ein bisschen zu wenig Vintage. Ich würde sagen, wir nehmen da. Wir nehmen einfach noch ein bisschen Walnut Stain. Und gehen da noch ein bisschen drüber. Upsi. So, ja, genau. Das gibt ihm schon ein bisschen mehr einen ältlichen Charakter. Gealtert. Ja, genau. So kann man die Farben miteinander vermischen. Und es gibt wunderbare Effekte. Aber wenn man jetzt meint, man sieht nicht mehr viel vom Rosanigen. Der Untergrund ist halt eben schon rosa und das vermischt sich dann halt so ein bisschen miteinander. Gut. Jetzt so, mal schauen, was ich da alles aufbewahren und was nicht. Das kommt alles weg. Tschüss.
Weil jetzt wollen wir ja das reinkleben und nachher dann noch ein bisschen bestempeln. Mit irgendwelchen Blümchen oder was uns denn so einfällt. Jetzt wollen wir da mal schauen. Ui, Entschuldigung, wieder mal fürs Rütteln. So, sind wir noch da. Gut, ich würde sagen, da wäre ein schönes Plätzchen. Für zum Beispiel das da. Dann brauchen wir noch ein bisschen Leim. Ich nehme einfach Stiftleim. So, voilà. Und schaue, dass ich die Ecken und nicht zusammenkleben. Schaue, dass ich die Ecken gut verwünsche und die Rändchen. Und das ist jetzt ein wahnsinnig dünnes Papier, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht gerade verreisse. Wenn es jetzt so ein bisschen feuchtelig wird, die Ecke ist schon ein bisschen angeknackst. So, ich glaube, das ist gut. Das ist, glaube ich, einmal rundherum. Und zack, kommt das hier rein. So. Gut, ich will zuerst schnell alle reinkleben und nachher können wir stempeln. Wo finden wir noch ein schönes Plätzchen? Irgendwo da ein bisschen weit hinten. Da würde ich sagen, nehmen wir doch das hübsche Grünchelige. So, schauen, dass ich da nicht mein Leim zu fest in die Löcher reinschmiere. Das lenkt die Ecke noch gut. Wow. Dann kommt das da rein. Wow, ich finde, es sieht mega cool aus. Ja, dann kommt da noch eins. Da noch eins. Passt denn das da neben da? Nee, das ist gerade ein bisschen verrückt, nicht? Nein. Darf ein bisschen verrückt sein. Das ist ja schliesslich ein total verrücktes Journal. Upsi. So, oh. Schöne Decke. Gut schauen, dass man alles verkrügelt beim Leimen. So. Ja. Das kommt da rein. Prima. Ihr wisst es. Und da jetzt noch ein schönes Plätzchen für uns. Ja, das ist jetzt ein bisschen bleich, aber das macht nichts, weil wir eben ja dann noch mit dem Stempel kommen. Und dann können wir das sicher noch ein bisschen aufpeppen. Ich tue gerne ein bisschen viel Stempel benutzen. Manchmal wird es dann ein bisschen zu viel. Aber dann denke ich mir wieder so, hey, das ist mein Stil. Das ist doch einfach jetzt mein Stil. Ein bisschen viel Stempel. So, ich will es so. Also, genau. Voilà. So. Ja, dann fangen wir doch am gescheitsten gerade mit dem an, beim Stempeln. Ich habe jetzt hier hinten dran die ganzen Tags. Ich nehme die schnell raus. Ja, das ist mein Untergrund, ein bisschen flacher zum Stempeln und vielleicht sogar. Entschuldigung, wieder fürs Rütteln. Tue ich mir noch das drunter so. Dann stört mich dort auch gerade nichts. Jetzt Stempel. Oh, da habe ich etwas sehr Cooles gefunden. Und zwar habe ich da so eine alte Mauer.
eine Mauer. Eine rissige alte Mauer. Das würde doch sicher recht cool aussehen. Mein Dingsbums ist gar nicht genug gross für das. Okay. Macht nichts, die Lampe zahlt ein bisschen runter, das ist egal. Und was haben wir jetzt hier gehabt? Da gibt es aber eine violette Mauer. Nein, das passt mir jetzt nicht so. Ja, weißt du was, dann machen wir es so. Ich glaube, es kommt gut. Nehmen wir halt gleich schwarz. Schwarz, aber auch gesagt, das ist nachher so ein bisschen eher ein bisschen gräulich oder Anthrazit. Habe ich das Gefühl. Ich nehme jetzt auch nicht wahnsinnig viel dran, denkt es mir. Ich weiss es doch auch nicht. Wir werden es sehen. Komm, einfach drauf. Einfach machen. Nicht lange studieren, nicht lange schnurren, einfach machen. Finde ich recht geil. Das sieht doch cool aus. Dann machen wir das noch einmal. So. Oh. Jawohl. Das finde ich super, wenn das nicht überall ganz so angenommen hat. So. Und jetzt so oben noch. Da müssen wir noch ein bisschen. Ja, hey, das gefällt mir jetzt gerade extremst gut. Finde ich mega cool. So, aber irgendetwas fehlt gleich immer noch. Ich putze meinen Stempel gerade schnell hier mit so einem Stückchen Gasentüchli. Voilà. Was würde da jetzt noch fehlen? Ein Akzentli. Was würde da für ein Akzentli dazu passen? Ein Blümchen. Irgend so ein Mauerblümchen, oder? So, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und zwar da so ein Blümchen. Ein Blümchen. Und das machen wir jetzt auch mit dem. Obwohl grün natürlich ein bisschen blümlicher gewesen wäre. Also, keine Ahnung. Aber jetzt machen wir das gleich mit Violett, damit es eben wieder schön zusammenpasst. Und ich finde, die Blümchen die wachsen hier unten rauf. Die wachsen doch hier unten an der Mauer. Ein bisschen so. Und ein bisschen so. Und ein bisschen so. Ja, jetzt hier noch so ein Spitzchen. Und hier noch so ein bisschen so und ein bisschen so. Voilà! Hey, ich finde das extrem cool. Das gefällt mir jetzt gerade mega gut. Ich nehme das mal ein bisschen weg. Vielleicht sieht es dann ein bisschen besser. Ja, schön. Und dann hier. Da habe ich gedacht, würde doch vielleicht irgendetwas Waldiges, Pilziges gut passen. Und die hier schnell wieder ein bisschen dahinter tun, damit wir die nicht vergessen. Ja, etwas Waldiges, Pilziges. Welcher würde auch noch cool aussehen? Vielleicht der hier auf dem Bäumchen wächst, auf dem Baumstrunk. Irgendwie so. Und noch der kleine da. Ja, ich glaube, die passen gut zusammen. Und dann habe ich da noch so eine Bordüre. So eine, ja, so Blättchen, so Laubblättchen. Das würde auch noch cool aussehen. Also, mal schnell wieder ein bisschen den Stempel abputzen. Der geht weg. Machen wir doch zuerst einmal die Bordüre. Wie am besten? So kann ich gut stempeln. So machen wir oben und unten. Oder wenn wir gerade einen Rahmen machen. Nein, ich glaube oben und unten lenkt. Und was haben wir jetzt hier gehabt? Nehmen wir das. Nehmen wir das. So.
Zack. Einmal so. Ja. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen mickrig, die Blättchen, aber das ist schon gut. Das ist schon gut. Ich glaube schon, dass das gut kommt. So, wieso ist jetzt das da in der Mitte? Wieso hat es das jetzt nicht genommen? Wir müssen probieren, ein bisschen nachzustempeln, dann kommt es eh nicht gut. Nein. Oder vielleicht so. Ah, so. Ich glaube, so kann ich es. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Es ist ein bisschen gegangen. Gut. Das wird weg. Dann, oh, jetzt sehe ich aber auch noch etwas. Da ist noch so eine herzige Eichel. Die würde doch jetzt aber auch noch passen. He? Die, vielleicht können wir die auf dieser Seite als Bordüre. Oh, die geht aber nicht so wahnsinnig gut. Oder schon? Ja, mal. Ja, sie ist so ein in einem anderen Stil. Sie ist so ein bisschen wie gezeichnet. Oh, aber jetzt machen wir das da gerade rauf. Oh, wie bin ich jetzt gewesen? So. So. Und so. Und dann gibt es noch eine. Oh, ich glaube, auf der anderen Seite mache ich es nicht, weil sonst schränkt uns das den Platz, den Schreibplatz ein bisschen zu fest ein. Und das wäre schon gerade ein bisschen over the top. Aber jetzt noch so ein Bildchen hier am Ecken. Zuerst ein bisschen hier. So, oh je, das ist aber sehr herzig. He? Und der Grosskaib. Den machen wir hier. So. Ja. Mal, das ist doch herzig. Sehr pilzige, waldige, herbstliche Angelegenheit. Gefällt mir. Gefällt mir. Das geht warten. Was haben wir als nächstes? Was haben wir noch gehabt? Ah, ich glaube etwas da. Nein, warte jetzt. Mal, das war doch auch hier hinten. Da. Das grün-braune. Ja, nehmt es mir nicht übel, aber ich bin wieder Sommervögel. Und zwar, ach, das ist doch herrlich. Wir machen doch hier eine riesige sommervögelige Sache. Wir machen hier ein paar verschiedene, schön rundherum flattern. So. Oh, das ist herzig, he? Das ist so fein. So. Ein paar verschiedene haben wir gesagt. Jetzt nehmen wir hier noch den Grosskaib. So. Den hier noch. Da machen wir noch so ein bisschen halb drauf. Ja, jetzt ist natürlich hier auch noch. Ja, für das hätte man doch eben eigentlich auch sollen noch ein Blatt oder das hier her tun. Ja, hat man sollen. Ja, da finden wir dann schon irgendwie, wie wir das dort ein bisschen kaschieren können. Da habe ich keine Angst. Dann nehmen wir noch ein mittleres Sommervögeli. Ui. Da geht so der Finger rausgefallen. So, und dann nehmen wir noch das kleine Keibli. Das kleine. So, und ich finde jetzt gerade, weil das Braun jetzt hier recht fein und
hell ist, kann man auch ruhig viel von diesen Sommervögeln machen. Das sieht überhaupt nicht überladen aus, finde ich. Absolut nicht. Finde ich. Ich weiss nicht, was ihr findet. Findet ihr es überladen? Ich finde, Sommervögel kann man doch nie genug haben. Da! Voilà! Und jetzt? Mal eins haben wir noch, gell? Doch, das Gelbe. Also das Gelbe. So geil ist es auch nicht mehr, aber da das schwarz-gelbe. Und was machen wir da? Ich habe hier etwas mega Hübsches. Und zwar ist das, ich weiß nicht genau, ist das Ginkgo oder irgendetwas in dieser Art. Einmal irgendetwas sehr Cooles. Etwas Grosses, Cooles. Und eines von meinen Lieblingsblümchen ist das da. Ich finde, das wird immer so hübsch. Dann probieren wir doch das irgendwie herzubringen. Ich glaube, der wird auch recht fein, der Stempel, gar nicht so grob, obwohl der so riesig ist. Und dann kann man da wunderbare so reinhängende Ranken machen. So. Wo dann gar nicht überladen aussehen. Habe ich das Gefühl. Also ja. Sagt mir, wenn ihr es anders findet. Ich finde, es sieht nicht überladen aus. Das ist jetzt ein bisschen fett gekommen, macht nichts. Macht gar nichts. Macht gar nichts. So. Und dort noch. Dort noch machen wir dort noch ein Spitzchen. So. Oh, ich finde das sehr hübsch. Und ehrlich gesagt finde ich, das Blümchen braucht es gar nicht mehr. Ich finde, es reicht so. Ich finde aber, wir machen jetzt einfach, ohne noch mehr Farbe zu nehmen, nur mit dem, wo wir hier noch ein bisschen dran haben, machen wir auch noch so ein paar. Ja, genau so. Genau so habe ich das gedacht. Ja. Hey, das ist denn schön. Das gefällt mir mega gut. Ich liebe den Stempel. So, sorry Blümchen, du kannst wieder abhauen. Du darfst nicht mitmachen. Ja, wie sieht es aus? Sind wir fertig? Wir haben alle unsere 4 freien Schreibblatzdingerlis gemacht. Fertig, gestempelt, reingeklebt. Hier klebt es nicht. Ich muss noch ein bisschen anmachen. Jetzt schauen wir es doch schnell, wie es aussieht. Welches ist das Schönste? Nummer 1. Ginkgo. Jetzt haben wir natürlich wieder nicht markiert, aber den findet man ja. Nummer 2. Sommervögeli. So. Nummer 3. Wald. Herbst. Oder Nummer 4. Moor und Blümli. Welches gefällt euch am besten? Mir gefällt am besten die Moor und Ginkgo. Das sind meine Favoriten. Schreibt mir in die Kommentare, welches euch am besten gefällt. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss!